Herzlich willkommen zum Kanal Italiano und zur zweiten Folge vom FC Basel Karrieremodus. Wir werden heute weitermachen im Turnier, wir werden die Gruppenphase beenden, wir werden beide Spiele simulieren und schauen, ob wir wirklich noch weiterkommen in Halbfinale. Weiterhin versuchen wir heute wieder vielleicht etwas auf der Transferphase machen und was wir letzte Woche schon gesehen haben, vor 2 Tagen jetzt schon gesehen haben, schauen wir jetzt an. Und zwar Alexander Franz und Transferangebot. Und zwar Manchester United willen haben. Da tun wir auf 8 Millionen einfach mal reinhauen. Ich denke, das ja eigentlich will ich ihn behalten, vor allem als Backup für den Zufi. Der Geschacke im zentralen defensiven Mittelfeld. Mal schauen. Jetzt schauen wir schnell für die Aufstellung. Wir ein bisschen rotieren, Zuffi kommt raus, dafür kommt der Franz, aber gesagt, ihr kommt aber auf Ersatzbank, Pickel kommt raus, Höck kommt ihr, Bjarnason auch nicht gut in Form, kommt dafür der Boetius hier, Ali soll mal spielen für den Lang und Traoré ist eigentlich auch nicht so fit, dafür spielt der Safari und Samuel will ich auswechseln, für den Höhe spielen. Sporen, nein, schon 3 Stürmer. Verteidiger. 2 Elm haben wir. Da kommt aber dazu in dem Fall raus. Und dafür kommt der gehen. So. So gehen wir ins zweite Spiel gegen Akisapor, glaube ich. Wir simulieren, hoffentlich spielen wir gerade die High. Wir spielen auswärts gegen Akhisarspor. Mal schauen, ob das uns beiträgt. Wir spielen immer noch 4-3-3 und gegen Empoli 1-1 gespielt, wie wir. Ja, kein bekannter Name dort. Empoli geht in die Führung durch Macarone. Wir 2 geile Karten, Suchi und Boetius. Aber passiert noch nicht so viel. Nach 50 Minuten Bjarnason für Steffen, Janko für Embolo. Auf unserer Seite, schiessen doch mal Goal, kommt. Geile Karte für den Gegner, Galla für den Geschacka. Ja, und Franzson macht 1-0. Der Franzson, wo für Zuffi ihr Schuss in der 86. Minute, das 1-0, ganz wichtig für uns. Das heisst, Empoli und wir sind schon mal recht vor, wenn wir unentschieden spielen, sind wir weiter. Jetzt gehen wir mal ins Büro schauen. Türkei, schauen wir schnell hier. Der Lei, ja, der ist auch schon älter. El Kabir. Der Diak wäre natürlich ein cooler Spieler, um wieder zurückholen. Erkin alt. Aber wir wollen ja auf die Junge setzen. Diego, der spielt immer noch bei Fenerbahce. Ex-Bremer. Fernandes schauen wir mal. Ein Dolovu nicht. Und Gershakov auch nicht. Aber für Fernandes, wo sicher interessant wäre. Und Saidi Janko, der ist seit kurzem für uns Verein nicht interessiert. Okay. Da warten wir auch noch bis zum letzten Transfertag. Dann tun wir nochmal die Jungen und der Embolo natürlich ein bisschen stärken. Vor allem jetzt, wo sie noch nicht auf die grossen Spiele zugehen und alle bekommen außer der Kümmert ein Upgrade und Türkauf kommt auf 49. So, jetzt gehen wir weiter vorne zum nächsten Tag. Es ist Mittwoch, der 8. Juli. Fast ein Jahr jetzt. Zurück. Franz haben wir es natürlich nicht an, das ist gut. Ödegaard schauen wir später. Und wir haben nochmal auf. Iten will spielen wahrscheinlich. Ja, genau. Der Iten spielt auch, weil ich will was Neues ausprobieren. Ich bin jetzt überlegen. Ja, dann schauen wir schon. Dann Boetius ist gut in Form, Steffen dafür nicht. Embolo kommt auf die Seite, dafür kommt der Iten hier. Aber obwohl er schlecht in Form ist, fragt der Franz bleibt drin. Geschackt gewechselt auf rechts. Zuffi will ich wieder einholen. So. Genau, jetzt schauen wir mal, ob das was wird.
Der Saidi Janko, den ich vorher gesehen habe, den habe ich auf Empfehlung vom Five Breaths, wo im letzten Video kommentiert hat, mal auf Beobachtungsliste da, weil er auch natürlich recht interessant ist als Schweizer, der bei Celtic Glasgow spielt. Hat auch noch Potenzial, ich glaube, er hat ein 69 und könnte fast auf ein 80 kommen. So viel ich weiß, gegen Empoli, gegen die Italiener. Und Ite macht nach 11 Minuten das Goal. Obwohl er schlecht in Form ist, ist das eigentlich normalerweise nicht so, aber der Ite, nachdem er gewünscht hat, dass er spielen will, führen wir 1:0. Schön. Erste Halbzeit ist vorbei, mir fehlt immer noch 1 und Steffen kommt für Delgado hier. Passiert immer noch nicht. Gala kommt für Gala kommt für Zufi. Zufi hat den Spieler genau Xhaka. Und wir gönnen 1:0 mit dem Goal von Iten. 2 Siege hintereinander, beide knapp gewesen, also hier wird es mit 1:0. Und Iten nutzt seine Chance, genau. Gegen SC Hervenen tun wir auch mal simulieren, haben wir jetzt auch noch mit hier. Ich bin jetzt recht schnell durchgegangen aus Portugal. Dort ist halt immer so happig, wie es recht ist, aber kann man mal beobachten. Aber der Rest ist uninteressant. Nationaltrainer, ja, das wissen wir, das ist langweilig. Philipp Degen für Amkar Bern. Also wäre sicher realistisch, weil der Philipp Degen natürlich, als er aufgehört hat, jetzt, wir sagen mal, für 500'000 kann er gehen. Ist auch halt alt und bei Amkar Bern würde wenigstens spielen, nicht wie bei uns, und das wäre sicher mal etwas Gutes. Und wir bekommen 1,2 Millionen für den Halbfinaleinzug. Und Iten wird wahrscheinlich im nächsten Spiel auch spielen. Jetzt schauen wir mal wegen der Transfers, und zwar Wunschliste. Also Goalie hätten wir ja eigentlich. Ich will aber den Gianluigi Donnarumma natürlich mal anfragen für eine Leihe. Und zwar, geil wäre natürlich eine 2-Jahr-Leihe mit etwa 8 Millionen. Machen wir mal 8 Millionen als künftige Ablöse. Geht sogar. Palma sagt jetzt auch, das ist nicht möglich. Dann will ich den Reece Oxford auch auslehnen. Für also nach 2 Millionen eigentlich wieder kommen. Darf bleiben bei uns so. Oxford natürlich auch stark. Jetzt bin ich am überlegen, sollen wir nochmal. Da warten wir glaube noch, weil mit Suchi und Hög hätten wir sicher mal starke. Jetzt Mills und Fernandes würde ich gerne holen. Den würde ich aber kaufen. Machen wir vor Millionen. Dann haben wir über 69, 68 Ranking. Alnihalic zu teuer, warten wir sicher nicht. Oedegaard könnte man auslehnen. Ryan Gold wäre aber mein Favorit. Im Vergleich zum. Jetzt müssen wir mal schauen, was sie dafür verwenden. Warten wir jetzt aber noch mit dem Anbieten. Berardi wäre auf der Seite brutales Tier. Da fragen wir jetzt auch mal an, wie viel sie wollen. Lorenzo Insigne, oh nein, jetzt sind wir verrutscht. So, Lorenzo Insigne, tun wir auch mal Anfrage schicken, aber die wollen immer so 40, 50 Millionen haben. Jetzt mal schauen. Rashford auch mal Anfrage schicken. Und Niang und Origi natürlich auch. Und da warten wir noch, ob wir vielleicht was rausbringen können. Weil Niang und Origi könnten wir theoretisch auf der Seite spielen lassen. Ja. So, wir tun das zweite Spiel mal simulieren, aber wir tun wieder wechseln. Ite bleibt mal vorne, Embalo Delgado bleibt so, Zufi Franzen bleibt hinten auch so. Ja, wir lassen es mal so, denke ich jetzt mal, oder? Ja, Nassan wird wahrscheinlich jetzt wieder für den. Weil Latvia, ich denke, dass wir jetzt. Also wenn es wirklich blöd kommt, dann haben wir wahrscheinlich eine rote Karte mit der Watschlik und der Embolo oder so muss ins Goal. Aber wir schauen, kommen wir in den Halbfinale gegen Herrenfeen. Die hat unentschieden gegen Palermo gespielt, Niederlage gegen Garbi und gegen Genschler Birligi 1:0 gewonnen. Was ist das für ein Name? Sie spielt 1-4-3-3. Mal schauen, was wir da rausholen könnten. Ich spiele mit Namli, Sajovic und Slagfair vorne. Geile Karte. Delgado für den Schüssen 11 mit. Was nicht. Das wird in FIFA schon so oft, dass man Penalty verschießt, was in Realität nicht so ist.
Oh, jetzt ganz viele Wechsel. Janko kommt für Interlinie, Steffen für Boetius sind unsere Wechsel. 70 Minuten nicht passiert. 80 schon nicht passiert. Xhaka schießt 1-0. Unser Rechtsverteidiger macht 1-0 in 66. Minute und Odigba von Herren bekommt eine rote Karte. Ganz geil. Kurz vor der Halbzeit. Kurz vor dem Schlussspruch. Und wir spielen gegen Genscher Billige im Finale, als werden wir noch spielen. Und so werden wir dann unsere Folge wahrscheinlich beenden. Wir machen noch vielleicht eventuell noch in Transferphase. Ja. Wir tun unsere Mannschaft natürlich motivieren. Turnierpreis nochmal 1,6 Millionen, dann 12 Millionen Regie. Nein, danke. Young 8 Millionen wäre noch empfehlenswert. 3,8 für Rashford auch. 51 Millionen, aber kann man vergessen, tun ich aber trotzdem mal drauf lassen. Und dann Roma wollen im Moment kein Transfer, aber da habe ich ja ein Angebot abgegeben. Da warten wir jetzt noch. Bekommen wir noch 5 Nachrichten. Da. Also Munir schauen wir später an. Das können wir noch kurz reinschauen. Munir bleibt drin, Gilas. Dongut Safak, der ist ausgelehnt. Joselu, Rodriguez sicher nicht, Griezmann sowieso nicht. Ey, du musst mal schauen, dass ich das Geldbericht drin habe. Als ob ich irgendwie einen Gareth Bale leisten. Giuseppe Rossi wäre natürlich geil, aber er ist jetzt alt. Rico Paldo drin. Ja, der ist schon recht jung, den behalten wir mal. Ryan Gold waren 7 Millionen, was auch noch recht drin ist. 41 Millionen für Berardi, der hat einen 80er Wert. Eieiei. So, jetzt schauen wir schon. Ich leider nicht mehr ganz fit. Da stellen wir wahrscheinlich wieder um. Dann spielt Bjarnason. Lasse ich jetzt auf links spielen. Wenn wir vorne Höhe kommt aus und dann der routinierte Samuel mal. Ja, hoffentlich haben sie keine schnelle Spieler. Xhaka bleibt dann natürlich drin, sonst lassen wir es jetzt mal so. Sie sind ja recht gut fit. Eigentlich noch. Und eigentlich von der Stärke her müssten wir gewinnen. So, wir spielen auch dafür die High, was auch ein kleiner Vorteil ist. In dem Sinne, ja, im Turnier ist es eigentlich so. Obwohl wir nicht die High spielen. So, Kaplan im Goal, El Kabir. Vorher gesehen auf der Transferliste. Delgado, Schuss, 1-0 per Elfmeter, zu viel lag nachher mit 2-1, aber El Kabir kann den Anschlusstreffer machen mit 2-1. Endlich mal ein bisschen mehr Goal, hä? Nachdem wir jetzt da 3-mal 1-0 gewonnen haben, Ali kommt hier für Samuel. Boetius macht das 3-1. Delgado verschießt 11 Meter und Bjarnason 4-1. Da schießt mir ja die Türke ganz ab. Wir gewinnen das Turnier schlussendlich mit 4-1. Aber etwas interessiert mich. Wieso schießt der Embolo im Moment kein Goal? Wir haben den Pokal gewonnen als der erste Titel mit dem FCB. Das schauen wir mal, dann West Ham hat uns das Angebot, sind jetzt im Moment am schauen wegen der Gebühren. Reese Oxford, ja, da müssen wir schauen, eventuell bekommen wir den. 2,5 Millionen. Sie sind froh und freuen uns auf den Saisonstart mit uns und dem FCB. Da geben wir jetzt mal ein paar Angebote ab, und zwar auslehnen. Im Moment so nicht so viel Geld haben. Machen wir eben die gesetzten 7 Millionen. Weil ich denke schon, dass wir nach diesen 2 Jahren ein bisschen mehr Geld haben. Rashford für 2,5 würde ich ihn nicht noch so nehmen. Da könnte man den Hunziker mal auslehnen. Und Young, was natürlich eine brutale Verstärkung auf der Seite wäre, für 6 Millionen. Das ist ja nur Rotationsspieler dort in Mailand. Aber der könnte es am Gehalt ein bisschen stocken. Jetzt tun wir nochmal die gleichen. Ich mit unseren jungen Leuten mal ein bisschen hochkommen. Und wieder überall gute Stärkung. Die Hükauf nochmal auf 50, der sehe ich gerade richtig ab. Wäre toll, wenn wir noch alle auf 60 können bekommen. Blöd, es wird bejubelt, oder? So, was ist aber Lager? Fertiges Bericht. Also. Fernandes geprüft ist zu wertvoll, okay. Dann machen wir halt daraus 2 Millionen. Donnarumma nochmal was Angebot halt. Machen wir daraus. Wie viel haben wir schon? Machen wir halt mal 8 Millionen. Ich weiß nicht wie viel wir vorher, ich glaube 5 Millionen nur. So. Ah. Ups.
halt nochmal, jetzt warten wir halt drauf, bis ich nochmal eine kann setzen kann. Wieso habe ich gemeint, dass wir nur 5 Minuten gesetzt sind? Egal. So. Okay, ja, jetzt haben wir recht viel wieder Angebot bekommen. Jetzt muss man schnell also 3 Tage noch, 3 mal wäre 76. Ta auch 76. Jetzt noch nur 72, dann laden wir jetzt mal raus. Buffal 12 Millionen, das wäre natürlich ein brutales. Schon auch so etwa. Dragovic ist 78. Da warten wir noch einen Tag. Da können wir alles wegnehmen. Und Mailand akzeptiert das Angebot von Young. Okay, jetzt wird's. Nein, der will nur 5000 mehr. Okay, 4 Jahre und wichtiger Stammspieler. Das wäre super für nur 8 Millionen. Für genau den Marktwert, das man ihn bekommt. Und Ryan Gold mit anschließender Kapital auszahlen, sind sie im Moment am Hadern mit der Gebühr. Hoffen wir, er kommt auch zu uns. Es läuft ja richtig, die Erfolg. Dann muss ich nachher schauen, was ich angestellt habe mit der Scout-Auftrag. Das werden wir in der nächsten Folge anschauen. Es wird heute eine bisschen längere Folge. Jetzt kann man schon hier schauen. Also, gehen wir da rüber. Lafont 70, Montera 71, Süle 79, das wird natürlich ein bisschen teurer. Dragowski 71, der will nur 1000 Geld. Da könnten wir noch, aber mit dem Namen Berardi eben zu teuer. Da haben wir alles gehabt. Dann sind noch 2 Tage. So. Also interessant sind und Sio akzeptiert. Sio akzeptiert das Angebot vom Edmundson Fernandes. Das wäre natürlich super. Wir werden bis zur nächsten Folge warten, mit, wenn wir Leute annehmen, machen wir aber trotzdem noch Rotationsspieler. Weil ZUM könnte man eben auch auf der Seite dann an und zu den West Ham. Entscheidet sich zu uns zu kommen. Dann haben wir natürlich an, weil Verteidigung brauchen wir noch ein bisschen Hilfe, vor allem im Kühlart und Akanji nicht so gut sind. Und sie haben ein 7 Millionen Angebot von Athletic Bilbao bekommen für einen Young, aber bei uns ist es schon 8 Millionen in dem Fall ein bisschen höher. Jetzt gehen wir noch da hier. Das ist aber uninteressant. Noch ein Tag für den Abubakar. Manchester United tut auch ihr Angebot akzeptieren. Jetzt machen wir einen Rotationsspieler 4 Jahre, 9000, so wie es will. Und Young hat ein 8 Millionen Angebot erhalten, also Mailand ein 8 Millionen Angebot von Schalke 04. Okay, es wollen ihn halt ein paar Leute. Er ist halt recht begehrt, aber mit Bilbao kann man Basel gut vergleichen, weil wir halt ein bisschen stärker sind. Und sie lehnt wieder ab. Sporting. Kommt! Ryan Gold kommt, da warten wir aber noch. Ryan Young will eine größere Rolle spielen. Da warten wir noch und da nehmen wir jetzt weg. Also, ob Donnarumma kann man nochmal das Angebot halt ab für 8 Millionen. Da warten wir jetzt auch noch mit 10 halt. Der ist es 73 und das schon mit 16. Hey. So, und für den Young müssen wir nochmal ein Angebot abgeben. Hä? So kann ich jetzt da nicht. Abbrechen. Nein, für den Young. Das suchen wir schon da. Jetzt bin ich gerade rausgekommen. So, das ist ein anderer, den wir vorher noch gesucht haben, aber habe ich nicht gefunden leider. So, Young schnell. Bauen wir hier, ja. Oh! Der ist leider schon weg. Deswegen nimmt das Angebot natürlich da. Und natürlich finde ich nicht. Das heißt, Young ist leider weg. Aber dafür haben wir noch andere. Gut, Bilbao, spanische Liga, ist halt die stärkste Liga von der Welt. Leider so gesehen, dafür ist aber die Premier League ein bisschen spannender.
Aber das der zu Bilbao geht, ey, ich hätte es eher gedacht zu Schalke oder eben zu uns, weil wir spielen jetzt auch Europa League, aber Bilbao natürlich auch. Und Schalke ist sogar, ja, sogar die Champions League, stimmt. Gut, ich glaube jetzt mal schauen, bei uns hätte er wahrscheinlich die wichtige Rolle gespielt. Ein Transferangebot für Philipp Degen. Hanji Matschkala von Russland, da waren wir 500.000 haben. Von der anderen Mannschaft haben wir ja kein Angebot bekommen. Edmilson Fernandes akzeptiert, das heißt, wir haben zwei Entscheidungen, die wir treffen müssten am 20.07. Das heißt, wir haben bis zum 27. können wir jetzt noch vorgehen. Dann müssen wir es annehmen. Gehen wir mal nur bis zum Samstag, 25. mal vor und Rashford tut sich ablehnen, weil man es sich nicht neu orientieren will. Machen wir mal 12.000, 4 Jahre eben und Rotationsspieler. Jetzt sind wir auch mal auf 7 Millionen. Normalerweise kommt er bei 8 Millionen, oder? Ist circa normalerweise auch nicht so rum. So, Walter Samuel, ich wollte Ihnen sagen, dass möglicherweise die letzte Saison spielen wird. Jetzt wird dieses Jahr schwieriger für ihn. Also je nachdem wird also uns Walter Samuel verlassen. Ist das ja wirklich auch gegangen. Ich bin sogar im Stadion dabei gewesen, wo er verabschiedet wurde. So, jetzt noch. So, stoppen, perfekt. Wir beenden also mit einem Bericht aus der Türkei mit Ekici. Was auch recht interessant ist, wenn man mal beobachten. Fernandes wird nicht auch beobachtet, so wird er nicht beobachtet. So, jetzt kann man ihn beobachten. So. Dann Transferangebot für Davide Galla von Amka Perme. Auf die haben da vorne schon das Angebot abgegeben für den Degen. 600.000 könnte er gehen. Das ist ja von Aarau hat er gespielt. Ich weiß nicht, ob der überhaupt gespielt hat. So, also wenn ihr der Rashford gesehen habt oder der Edmilson Fernandes ihr gesehen habt oder Gold, schreiben mir alles in die Kommentare. Ich werde heute Abend noch eine Folge aufnehmen. Das heisst, das Video kommt etwa jetzt um 2 raus, so 2:30, 2. Und heute Abend werde ich nochmal eine Folge aufnehmen. Und die wird wahrscheinlich morgen Abend dann online kommen. Also schreibt schnell in die Kommentare, wer ich holen soll, wer ich verkaufen soll und was ich allgemein noch machen soll. Und noch eine kleine Info an euch. Ich habe mir jetzt eine Sony-Kamera gegönnt. Das heisst, ich gehe im 2. Juli fliege ich mit jemandem auf Cala Milor. Das ist in Mallorca, Spanien. Und ich habe mir eine Sony-Kamera besorgt. Das heisst, wenn ihr wollt, könnte ich für euch vloggen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das würdet finden, wenn wir uns mal vloggen würden. Und ob ihr würdet mich natürlich auch sehen, das würde auch etwas von mir filmen, wie wir unsere Ferien verbringen. Natürlich in 24 Stunden auf 24 Stunden. Und dann nach diesen Ferien, ich weiß nicht, ob ich wirklich in diesen Ferien was hochladen will, weil es sind auch Ferien, wo ich mich erholen will. Und schreibt mir alles in die Kommentare, ich würde sonst das 20-minütiges Video dann zusammenschneiden mit Musik im Hintergrund und dann so ein Vlog-Video machen von der Ferien. Wenn ihr Lust habt, tut das Video liken, schreibt in die Kommentare, bewertet das Video auch, lasst das Abo da und wir sehen uns bei der nächsten Folge von FIFA Karrieremodus mit dem FCB.